Nun denn, nun denn, nun denn. In der letzten Folge haben wir leider unseren hochheiligen Schild verloren. Weil ich irgendwie dachte, der Stahlmeister da, ja, der trifft mich einmal, gut geht die Schildleiste im Fünftel runter. Halte ich irgendwie nochmal 2 Treffer aus, nehme sofort das Schild weg. Voll fies. Aber ey, was soll man machen? Wir müssen halt uns wieder ein Schild kaufen. Wir haben ganz kurz geguckt wegen den Materialien. Wir müssen auch nochmal... also generell brauchen wir für den göttlichen Schild, dann fürs Upgrade, brauchen wir noch irgendwie so ein Monsterhorn hier. Wir brauchen halt auch generell noch einen Schmuckschädel. Sollte aber dank der Peitsche kein Problem sein, denn die Peitsche, Freunde, kann auch Items von Monstern klauen. Jo. Ist also von dem her doch ganz praktisch. Für den Kampf selber eher weniger, aber für solche Dinge dann doch schon. So. Jetzt sind wir schon mal hier. Was ist jetzt die Karte selber? Ja, irgendwie, dafür ist doch so viele Räume sind, irgendwie doch relativ wenig auch vorhanden, wa? So. Die Peitsche ist natürlich relativ lang, sodass wir problemlos hier durchkommen. Alles easy peasy. Ah, guck mal an. Mal so ein Viech. Gut, der hat jetzt nichts für uns. Und wenn er was für uns hätte, hätten wir es halt bekommen. Huch, geht er schon kaputt. Ich noch gerade, ob ich... Schade. Ich wollte gerade gucken, ob das Vieh irgendwie was für uns hat, aber... Naja. Ne, ist vor allem von diesen Anführertypen von den Bockelin. Das sind doch die, die mit den Hörnern immer nach irgendwelchen anderen Typen rufen. Also sprich nach Verstärkung rufen. Und für die ist eben die Peitsche sehr praktisch, weil man... Wo ist denn der? Da oben. Alter! Verzeihung, müssen wir ganz kurz mal aufräumen hier. Das ist ein ekliger Klipper. So, aufgeräumt. Eben weil man da damit mit der Peitsche halt in die Monsterhörner super easy entlocken kann. So. Wie war das jetzt eigentlich schon wieder? Ich glaube sogar... Ganz kurz gucken. Ich glaube, wenn man einen Triforce malt und es hinkriegt, ohne abzulegen, dann müsste man sogar, glaube ich, etwas ganz Geiles bekommen. Ja, ich glaube, so müsste es funktionieren. Warte mal. Oh, das hoffentlich als Triforce erkennt. Sag mal... Hä? Echt jetzt? Krass. Ja, aber als Triforce gibt es einen echt Feen. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Das konnte ich aber besser. So. Warum es hier plötzlich einfach in endlosen Tiefen geht. Kein Schimmer, was da abgeht. Aber hey, shit happens. Hier genauso. Warum haben wir plötzlich hier endlose Tiefen? Was soll das? Das wäre ein Wassertempel. Wir müssen doch eigentlich endloses Wasser haben. Was ist denn hier oben schon wieder? Ach, meine Freunde. Die keine Items haben. Schweinerei. So, kann ich mich hier entlang hangen? Ich weiß gar nicht mehr, ob die Peitsche irgendwie sogar... Sag mal. Die Peitsche ist das einzige Item. Ah doch, geht doch. Hatte gerade. Und nicht irgendwie mit der Bewegungssteuerung wählen kann, wie man irgendwie in eine Richtung das Ganze schleudern will. Geht auch. So, kurz abwarten. Das ist vor allem für Ausdauer. Ich glaube sogar viel weiter hoch. Kann man zwar schon, aber bringt nicht viel. Und down, einfach down. So. Erstmal die Spinne abschießen, die nervt mich ja noch sonst. Dann wieder zur Peitsche switchen. Warte mal. Ah, okay, nur ein Rubin. Das ist schon mal irgendwie ein Item.
Na toll, muss da wieder hoch. Scheiß Peitsche. Was zum... Zu wenig Schwung? Nee, kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, das Springen ein bisschen falsch, war. Super, beim ersten Mal hat es funktioniert, dort wo ich es nicht brauchte. Weil es sowieso nicht funktioniert hätte, weil es nichts gebracht hat. Und jetzt, wo ich es eigentlich brauche. Scheiße aber auch. Link! Verdammte Hacke, halt bitte mal fest. Moment. Pyrosensor spielt wieder. So. Maulauf. Dankeschön. Hat ganz schön Zug dahinter, wa? Und ein endloser Strudel. Ob nicht einfach das Wasser weggesaugt wird, wo überhaupt das ganze Wasser hingeht. Also wo es hingeht schon, aber wo es eben das neue Wasser herkommt, weil eben es zieht einen Strudel nach unten. Habe ich keinen Schimmer. Aber für uns geht's ins erste UG! Oder wir trinken, das ist die andere Option. Ach, stimmt, warte mal, war das nicht sogar der Bereich hier unten, wo wir auf dunkle Wesen treffen? Ja, ich bin nicht so sicher, aber ich glaube, das könnte sogar sein. Ja. Warum speichern, wenn ich einen Autosave habe, nicht wahr? Ich habe das Problem, wenn ich einfach die Spinnen runterhole. Ich kann die Peitsche natürlich nicht im Wasser einsetzen. Ah, obwohl, warte mal. Sind die Spinnen ja schwer genug. Ja, klingt zumindest so. Ja, auch sie drehen die Seerosenblätter um. Wunderbar. So, dann ist sie heute wieder umdrehen, aber warum? Bringt mir ja nichts, die muss eh sowieso hier durch. Ne, sind normale Bocklins offenbar, immer noch. Ich denke, das war der Bereich hier unten. Ah, kleiner Schlüssel. Okay, ich dachte zwar eigentlich hätte irgendwie ein Horde oder so, aber nee, war doch das. Der war nicht da vorne. Nee, da ist hier unten. Hier unten ist dieser seltsame Bereich, wo wir auf ganz kuriose Wesen treffen werden. Ja, da ist hier. Eine Art Ziegelhain. Diese Bogenschützen halten echt nichts aus. So, war das für uns eigentlich nur ein Durchgang. Damit es wieder weitergeht. Ich glaube, direkt hier runter kann ich so noch nicht. Nee, nee. Ah, da sieht man schon ein bisschen. Irgendwie solche Zombie-Bocklins. Irgendwie sowas. Okay, mal gucken, wie wir da hinkommen. Weil ist ja der Rosenschlüssel oder Seerosenschlüssel, wie auch immer. Weil auf alle Fälle ist ein Schlüssel da. Da müssen wir hin, logischerweise. So, den müssen wir auch noch umdrehen. Ich habe gesehen, das würde bedeuten, irgendwo runterspringen. Ja, macht Sinn. Ich würde sagen, jetzt mal eine Abkürzung schaffen.
Ja, so schon mal nicht. So schon eher. Autosave? Nö. Ich spiele keinen Bock drauf. Tja, Frechheit, sowas. Okay. Dann wären wir also hier für die Rallala. Für die Rallala. Ja, und nun? Hä? Dahin komme ich ja nicht. Aha, da bin ich doof. Mann! Mein ganz ehrlich, wir sind hier im Wassertempel. Ja, eben. Geht doch. Warte mal, kann ich mit der Peitsche vielleicht auch schon das wieder oben? So natürlich auch. Hallo? Spino, wo bist du hin? Ja, eben. Geht auch so. So, für die Rallala, für die Rallala. Ja, servus. Einmal. Zweimal. Frechheit. Hallo? Einmal. Unverschämtes Viech. So, hier müssen wir runter. Hä, nur für 20 Rubine? Wollen wir uns verarschen? Wo die 20 Rubine hin? Ah, hier. Einmal. Dankeschön, Link. Uff, was wollt ihr denn schon wieder? Okay, da hat der zweite Wasserschraube richtig ausgeführt, aber offenbar nicht. Doch, hä? Habe ich schon immer Herzen verloren bei den Viechern? Ich habe so viele wieder vergessen. Es ist unglaublich. Schon wieder so einer. Mann! Erschreck mich nicht so. Also, das ist schon, hä? Na, der Rückkehr und der Abkürzung? Nee, nee. Ist schon so gedacht, dass wir so weitergehen können. Bär weg, du. So, jetzt müssten wir eigentlich genau hier im Ausgang sein und dann darüber kommen. Dann müssen wir, glaube ich, auch einen Zugang schaffen für diese seltsame Underworld, wie das Teil hieß, oder aussah. Täuscht mich, oder spuckt ab und zu der Ingame-Sound ein bisschen. Sind die ganz creepy. Stirb! Ich bin deine Schwester! Das ist nicht euer fucking Ernst. Um Gottes Willen, wie kann man so ein Pech haben? Okay, gut, die kommen so wieder zurück. Die Abwehr sind bereits geschaffen. Ja, Rosen, ich weiß. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Ich bin bald K.O. Ich glaube es ja kaum. Aua. Nein, noch nicht so, Link. Ich will, dass du tauchst und dann springst. Noch nicht so. Ja, schon eher. Um Gottes Willen. So. Jawohl.
Spring, du Link! Mann! So. Das Ding war ja hier, genau, und dann da oben durch und so, was sagt eigentlich die Uhr? Was sagt die Zeit? Wie viel haben wir noch? Ein bisschen mehr als 5 Minuten. Das. Sagen wir, Link ist bitte hoch. Danke. Komm schon, Link, gib Vollgas, Mann! Der muss doch Zelda retten! Ja gut, eigentlich ist Zelda momentan ja in Sicherheit, wenn wir ganz ehrlich sind. Also zumindest denken und hoffen wir das. Okay, einfach noch normal runterfallen wird bereits reichen. Obwohl es hier ja nichts hat. Viel zumindest. Die Reichweite von der Peitsche ist echt enorm. Wenn sie will, kann sie... Kann sie einfach. Sie kann. So, ich habe eine kleine Truhe gesehen, da ist bestimmt wieder 20 Rubine drin. Ja, ja, ja. Wir haben aktuell 644 Rubine insgesamt. Ja. Am letzten doch was anfangen. Bei dem 500 gehen wir mal auf einen neuen Schild drauf, oder einen alten Schild von dem her, den heiligen Schild. Ach, du Scheiße, wie kann man jetzt darüber? So ja auch nicht. Nee, hä? Ich glaube, da hoch schafft es dann die Schleuder doch nicht. Ah, ebenso geht's ja doch. Puh. Ganz schön anstrengend, Link, wa? Ups. Nee, als... Mann, falsche Item. So, jetzt aber. Ah, jetzt haben wir hier die Abkürzung geschaffen. Aber viel wichtiger ist auch der hier. So, also es war die Truhe weg, aber... Shit happens. Ich zwar jetzt generell darüber jetzt komme, weiß ich jetzt zwar gerade auch nicht. Und rüberschlagen wird nicht gehen. Es gibt irgendeinen Mechanismus, um das Wasser hier steigen zu lassen. Das wäre zwar ein bisschen creepy. Ah ne, warte mal, da hinten ist was. Hä? Oben runter? Wohl kaum. Ah, doch, das kann funktionieren. Ja, genau, von hier. Okay, heißt aber trotzdem, wir müssen erst mal runter. Ich könnte eigentlich sagen, das Gebiet oder der Bereich, den wir vorhin gesehen haben, der vorher noch verschlossen war. Und dann müssen wir es irgendwie wieder zurückstellen, alles, damit wir halt eben an den Schlüssel kommen. Weil sonst wäre doof. Genau, das ist bereits alles geöffnet. Hier haben wir zuvor einen Stalos-Typi-Plug gemacht. Und jetzt kommen wir eben in ein dunkles Areal.
Okay, hier machen wir nichts Schönes. Okay, aber töten konnte man sie zumindest. Ich meine, Zombies sind nicht so normal. Ich habe sogar den irgendwie auch so dunkle Dinger, dunkle Energiedinger und so. Dunkle Kristalle, die man im Spiel ja auch bekommen kann. Ja, genau, die Dinger. Die kriegt man, die Schattenkristalle kriegt man eben auch von denen. So, und ansonsten, darüber soll ich also. Ja, also die Suppe hier ist nicht wirklich besonders gut zu ertragen, sage ich jetzt mal. Ich also eher darauf verzichten, wenn es geht, da reinzufallen. Oh, Feuerfledermäuse. Ich habe auch schon lange nicht mehr gesehen. Schon so eine Wand der Göttin. Hier unten. Also verdammt ungemütlich. Ich habe ein Schild weggepackt. Warum das? An der Wand der Göttin. So. Versuchen wir es nochmal mit dem Triforce zum Zeichnen. Hä? Nein, ihr habt gerade nicht angefangen. Schöne Scheiße. Trifft den Augenverborgenen Juwelen, der Mund schließt sich, der Fluss wird stoppen. Wird gestoppt. Ja. Gut, ich meine, wir haben natürlich einen guten Buddy, der, sag jetzt mal, Dinge transportieren kann. Die oder was? So. Und warum das Ganze? Ich glaube einfach nur, damit wir jetzt... Sag mal... Damit wir jetzt das Teil irgendwo anders hinbringen können. Das andere Auge wird nicht viel Sinn machen, wa? Das drüben schon eher. Boom, Chakalaka. Und so käme hier auch schon weiter. Sehr gut, Freunde, sehr gut. Ja, also insofern wären wir, glaube ich, hier soweit durch. Dann haben wir irgendwie hier noch so ein paar Wege und so, die wir dann noch machen können und natürlich auch machen müssen. Und die Frage aller Fragen ist ja vor allem, was erwartet uns am Ende unserer Reise? Ah, das ist ein Schädel, dachte ich schon. Ist das jemand ein seltsamer Frosch oder so? Oha. Oder schon, es passiert irgendwas. Okay, da kommen wir so weiter, dann da und da, dann kommen wir da so hoch, können wir dann Schalter umlegen. Alles klar. Das und vieles mehr, Freunde. Nächste Folge zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD und dann vielleicht ja auch schon der Endboss. Könnte sein. Ich glaube, sehr viel gibt es hier im Tempel nicht mehr zu betrachten. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.